Es ist Sonntag, der 10. Mai. Ich begrüße euch im Rahmen der Losungen mit dem sogenannten Wochenspruch, der gedacht ist, auch eine Woche abzudecken, ein Wochenthema anzuregen. Hier Psalm 98, Vers 1, sehr berühmt. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das neue Lied wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Wir kennen hauptsächlich auch das alte Lied und ich wette, dass meistens heute in den Gottesdiensten alte Lieder gesungen werden. Wir kennen daneben sogar die alte Leier. So spricht man, wenn eine Sache schon dermaßen ausgeleiert ist, dass sie einen im Prinzip einschläfert. Das heißt, die Dinge sind automatisch geworden und damit auch ein bisschen nichtssagend. Wir haben ein Gegenstück dazu in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 3, wo es heißt, sie sangen, nämlich sie, diese 144.000, sangen ein Lied vor dem Thron des Lammes und dieses Lied konnte niemand anders singen als sie. Typisch ein neues Lied. Es war sogar ein Lied, das nicht sogleich von allen übernommen werden konnte. Weshalb denn? Das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte wird eröffnet. Jetzt haben wir nicht nur 12 Apostel und nicht nur vom Stamm Juda, die in die Welt ausgesandt werden, um das Evangelium und eine Erweckung zu bringen in dieser argen und bösen Zeit des Antichrists, sondern es sind aus allen 12 Stämmen, nicht nur 12, sondern immer 12.000, eine gewaltige Zahl von Aposteln. Unfassbar dieses Ereignis, unfassbar diese Wunder, die in dieser letzten Zeit geschehen, denn es gibt ja noch einmal eine Erweckung. Und deshalb kommt es, dass die von Dingen singen, die die Welt so noch nie gesehen hat und nicht jedermann sofort dieses Lied mitsingen kann. Nun, was ist überhaupt Singen? Wir kommen schon ein bisschen in die Nähe der Bedeutung dieses Vorganges, denn Singen ist nichts anderes als die Stimme wird erhoben. Erhoben heißt, sie kommt auf ein höheres Niveau. Erstens bekommt sie Rhythmus. Das übernimmt sie schon vom menschlichen Herzen. Man spürt schon hier, es ist eine Herzenssache. Und übrigens auch vom Atem. Dann wird es möglich, bestimmte Worte in einer großen Länge auszusingen, wenn man zum Beispiel den Eingang der Johannespassion hört oder mitgesungen hat, ich habe das erlebt, singt man über verschiedene Zeilen hinweg ein einzelnes Wort. Herr, unser Herrscher. Dieses Wort wird als Fuge so lang gesungen, bis man wirklich eine Idee hat, was es heißt, Gott herrscht. Sonst hätte man es in einer Sekunde gesagt. Hinzu kommt, nachdem man eben Worte betonen kann, eben ihnen Ton geben kann, noch eine Melodie und die Melodie selber setzt wiederum Höhepunkte. Sie kann Freude zum Ausdruck bringen, Trauer, Entschlossenheit, Anbetung, Stille, Ruhe vor Gott und so weiter. Und hinzu kommt sogar noch die Harmonie, denn es sind ja meistens mehrere Stimmen, die einander zugeordnet werden, Übereinstimmung, Einheit von denen, die da singen und einen Wohlklang erzeugen. Und schließlich kommt auch noch der Charakter des Liedes hinzu. Es kann zum Beispiel ein Marsch sein, der das Vorwärtsschreiten von Gottes Volk beschreibt und so weiter, bis hin eben zu der stillen Anbetungsmelodie, wo plötzlich die Ewigkeit in die Zeit hereinbricht und es gar nicht mehr nötig ist, so viele Töne zu machen, wo alles vor dem Herrn still wird und das in musikalischer Hinsicht. Das Leben manifestiert sich von innen nach außen. Es ist nicht so, wie die Griechen sagten und dann später die Römer, mens sana in corpore sano. Das heißt, wenn man genug Sport treibt, geht es auch dem Innenmenschen gut. Das mag ein Stück weit wahr sein. Generell aber, biblisch gesehen, kommt das Leben von innen nach außen. Und so ist es auch mit der Freude. Man erhebt die Stimme, die Freude schafft sich Bahn, sie bricht durch ein Tor, dieses Tor heißt der Mund des Menschen. Genauso wie sie auch durch die Augen hinausbrechen kann, von innen heraus.
Und jetzt kommen wir zu einem außerordentlich wichtigen Zitat, das Jesus gesagt hat. Es setzt auch das Maß für alles Singen, nämlich, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Nirgends sieht man das so gut wie rund um die Weihnachtsgeschichte. Wir haben den alten Zacharias, der plötzlich wieder reden kann. Seine Frau ist schwanger geworden, unglaubliche Dinge sind geschehen. Und hier und jetzt kreiert er ein Lied, einen Lobgesang. Viel bricht aus seinem alten Herzen hervor, das jahrelang gestaut war. Jetzt kommt es als Freude, als ein Jubel hervor. Nicht anders bei Maria, nach der Ankündigung des Engels, dass durch sie das Heil dieser Welt, worauf man jetzt Jahrtausende gewartet hat, kommen wird. Ein Lied, das seinesgleichen sucht. Im Moment ist es geboren durch Inspiration. Und auch die Engel an Weihnachten. Alsbald ist ja da die Menge der himmlischen Heerscharen, die loben Gott und sprachen. Dabei ist natürlich nicht Sprachgesang gemeint, sondern sie loben Gott in dem Sinn, mit diesen Worten, Lemor auf Lateinisch, auf Hebräisch. Man sieht, hier bricht auch aus dem Engelsheer die Freude hervor. Es kommt aus dem Herzen in den Körper und dann in die Welt. Widerspreche ich damit einem seelsorgerlichen Rat, der sagt, ja, wenn man eben depressiv ist, dann gibt es dieses besondere Rezept. Du solltest doch ein Lied anstimmen, den Herrn loben, dann geht es dir besser. Und wenn du das nicht kannst, kannst du zumindest eine CD einlegen und so diesen Lobgesang Gottes in dein Zimmer holen. Ich widerspreche dem nicht. Nur würde dabei nicht unbedingt jetzt das neue Lied angebracht sein. Lass einen Depressiven ein neues Lied singen, es wird wohl ein Blues sein, weil das kommt ja nicht von Herzen. Hingegen kann es sich schon an ein altes Lied anlehnen, an ein bewährtes. Es ist dann wie bei dem Motor, den man ankicken muss, indem man mit dem Seil zieht. Ihr kennt das vom Rasenmäher oder von der Kettensäge oder früher überhaupt von den Mähmaschinen. Ich kann mich gut daran erinnern, manchmal brauchte es 10-mal und dann springt der Motor an und genau das kann auch geschehen. Auch bei depressiven Menschen, durch das Lied kommt eben wieder Licht ins Herz hinein, aber dann ist eben wichtig, der Herzmotor ist wieder angesprungen und jetzt kommen die Lieder genau wieder von innen nach außen, wie es sein soll. Was drückt Gott nun mit dieser Aufforderung an uns, neue Lieder zu singen, eigentlich aus? Ein tiefer Wunsch von ihm. Er wünscht sich situationsbezogene Lieder. Es heißt ja, denn er tut Wunder. Es heißt nicht, singt Gott ein neues Lied, denn er tat Wunder. Die haben damals schon neue Lieder gesungen, als die Wunder geschahen, zum Beispiel Midian am Ende des Roten Meeres, als die Flut die Soldaten, die Unterdrücker zudeckten, ist es aus ihr herausgebrochen, sie nahm ein Tambourin zusammen mit Frauen, ein neues Lied entstand auf dem Platz, vor Ort, würde man heute sagen. Dieses Lob ist aktuell und wenn man es ein paar Jahre später singt, erinnert man sich an die Situation und wird also gleich wieder in sie zurückversetzt. Und dadurch wird natürlich ein neues Lied auch ein Zeugnis von dem, was Gott in unserer Zeit tut. So kann ich mich erinnern an den Heavenly Man, diesen chinesischen Pastoren und beinahe Märtyrer, er hat den Tod ja überlebt in den Gefängnissen. Er sprach in unserer Kirche, er erzählte von der Zellenzeit, der Zeit in Qualen im Gefängnis und wie die Herrlichkeit Gottes doch dann auch erschienen ist und wie er ihm Lieder sang. Und zwar wusste er einfach, was er jetzt singen soll. Er war nicht ein gelernter Musiker, aber diese Lieder, von denen hat er dann auch vorgesungen, die entstanden in dieser Gegenwart Gottes durch das Wunder der Bewahrung. Und es waren außerordentliche Bewahrungen, die er lebte. Dieses neue Lied korrigiert nicht die alten. Es geht nicht um eine Hitparade, die jetzt ersetzt werden muss, weil ein neuer Hit gelandet wird und alle drängen natürlich und möchten den neuesten Hit landen auf Platz 1. Nein, das neue Lied relativiert die alten nur. Denn es gibt ja da einen Trend bei uns Menschen. Wenn man sagt, ja, diese Lieder, die haben ja Segen gebracht, dieser Generation, diesen Leuten, in dieser Erweckung damals oder an diesem speziellen Ort.
Das kann ein Irrtum sein, wenn man denkt, das können wir jetzt über die Lieder zu uns transportieren. So kann eine Hillsongisierung unserer Welt stattfinden. Oder so kann man These überall an Bord holen und sagen, ja, da gab es diese Jugenderweckung und wenn wir das jetzt tun in unseren Kirchen, dann kommt dieser Geist auch zu uns. Es ist dann fast ein Erfolgsrezept. Aber man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen. Nichts funktioniert einfach aus dem Grund, weil es anderswo schon funktioniert hat. Ja, es wären genug alte Lieder, gute Lieder, bewährte Lieder aus alten Jahrhunderten und auch aus jüngster Zeit vorhanden. Aber Gott sagt uns, vielleicht etwas diplomatisch, eure alten Lieder kenne ich ja schon. Die habe ich übrigens anderen Leuten gegeben, nicht euch. Ihr könnt sie schon singen. Aber was mich am meisten interessiert, sind eure Lieder. Dann sagen wir, ja, aber Herr, worüber könnten wir denn ein neues Lied singen? Wir haben seit Jahren keine solchen Wunder mehr erlebt. Und Gott würde dann sagen, ja eben, ihr steckt so sehr in dem Alten. Hingegen würde ich gern euch etwas Neues geben und anvertrauen und schenken. Wenn ihr das empfangen wollt, empfangt ihr damit auch die neuen Lieder. Und ihr könnt von den Wundern singen, die ich heute und hier und jetzt und für euch tue. Bleibt eine Anschlussfrage. Könnte es nicht sein, dass vieles, was wir da so tun, auf dem Gebiet des Worship, der Anbetung, der Kirchenmusik, dieser Lieder, in die Nähe dessen kommt, was die Propheten das Geplärr genannt haben, das Gott ja nicht so allzu sehr gefällt, weil es schon ein bisschen fossil geworden ist? Diese Frage müssen wir uns erlauben dürfen, auch an einem Sonntag, wo man vornehmlich alte Lieder singen wird. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.